Moje bei Dolphin with Me, der Podcast von der Fondation EME an Zusammenarbeit mit dem Radio ARA. Bei Dolphin with Me wollen wir mit verschiedenen Personen über die Bienfaits von der Musik schwatzen. Wie kann Musik Menschen zusammenbringen? Was kann Musik bei Menschen bewirken? Und wie sehen die verschiedenen Projekte von der Fondation EME aus? Die Fondation EME hat zum Ziel, Musik bei Menschen zu bringen, die allgemein hin vom sozialen und kulturellen Leben ausgeschlossen sind. Und der Projekt wird Musik zum Zweck von der Inklusion genutzt. So auch beim Projekt West Side Story, den Fondation EME an Zusammenarbeit mit dem Ascher Jugendhaus gemacht wird. Das Projekt ist unter der künstlerischen Leitung von Silvia Camarda und von David Galossi, so wie auch dem Luca Tonner, dem Claudia Urhausen und dem Thomas Lloyd. Bei West Side Story soll all Jugendlichen die Möglichkeit kriegen, seine Kreativität freie Lauf zu lassen, sich durch Rap, Dance oder digitale Graffiti auszudrücken, mit eure Blick 100 Bühnen zu kreieren und zu sehen, welche Berufe in 100er Bühnen kann gehen. Eine erste Episode hat also schon stattgefunden und konnte am Espace Découverte von der Philharmonie vorgestellt gehen. Für die zweite Episode sichern wir nach Strukturen, die mit Jugendlichen schaffen und die gerne wollen mitmachen. Alle guten Informationen findet ihr auf fondation-eme.alu. Heute schwatzen wir mit Silvia Camarda, der Tänzerin und Choreografin und auch Politikerin, die sich seit Jahren für Inklusion durch Kunst einsetzt. So haben wir mit Silvia schon ganz viel Zusammenarbeit gemacht. Sie hat das Projekt Look at Me und Zusammenarbeit mit der Trisomie 21 oder so ist noch Los alles raus. Bei Los alles raus hatte Jugendliche aus der Jugendpsychiatrie während 3 Jahren die Möglichkeit, mit Silvia und mit David Galossi zusammen eine Show auf Beine zu stellen, die dann an der Rockhall präsentiert wurde. Was können also musikalische Projekte bei Jugendlichen bewirken? Wie kriegen sie motiviert? Und was sind dem Silvia seine Erfahrungen? Das sind eben Themen, die wir heute mit ihm beschwatzen. Moin Silvia. Moin Sarah. Wie geht es dir? Ganz gut, selber? Auch gut, merci. Ich bin froh, dass du heute bei uns bist. Ich bin richtig froh, heute können zu sehen. Als erste Rubrik ist The Soundchecking. An dieser Rubrik freue ich mich immer als Gast, was da hier Lieblingsmusik ist, wirklich, dass es so viele Musik geht. Also ist sie wirklich ganz froh, weil ich werde hier ein Lied nennen, wo nicht nur mein Lieblingsmusik ist, sondern plus auch noch mein Lieblingsessen ist. Und das ganz gesungen von einem ganz guten Kollege und Partner in Crime, also so mal von den Titeln aus, Pastor von der Nonne. Wann ich klift an The Lab. We love you. Super, wir lauschen da ganz kurz ran. Nona, nona, Joding Pasta ist die Beste, Joding Pasta ist die Beste. Nona, nona, Joding Pasta ist die Beste. An der nächsten Rubrik Benefits of Music werden wir eben darüber schwatzen, was Musik eben so Menschen kann bringen. Dafür auch mein allererst froh, für was da bist, mit Jugendlichen, auch für Jugendliche, für dich so wichtig. Also erstens als Jugendlicher sind als Zukunft. Und das ist immens wichtig, dann als Zukunft Energie zu setzen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Und dann also für mich als Künstler, als die Person, die ich bin, Tänzerin, also es ist mir wichtig, den Jungen zu weisen, dass sie können hier Drehen realisieren und dass mir wichtig sie können mit meinem Virus von Künstlern, sie können unzerstörchen und einfach ihnen zu weisen, ja guys, es gibt nicht nur einen normalen Job in der Welt, mit noch andere Sachen da und das Wichtigste ist eigentlich, dass sie glücklich ist und dafür schaffen ich mit ihnen so gern und ich will ihnen eine andere Welt weisen, eine Möglichkeit weisen, wo sie sich exprimieren können, ohne dass sie zensuriert gehen und das ist wirklich Kunst und voilà, dafür engagiere ich mich gerne einfach, ihnen andere Tiere abzumachen und zu weisen, dass ich sie wirklich au serieux hole. Ja, und ich fand, dass gesagt noch an Dinge Arbeit mit ihnen, weil das immer mega beeindruckend, weil sie am Anfang sind, wenn sie an die Projekt rankommen und dann sich halt nur so öffnen und auf der Bühne halt ein komplett anderer Mensch quasi sind. Bei West Side Story hat man das ja auch, den einen Tänzer ganz am Anfang, wo ein aber ziemlich scheu, ziemlich zurückhaltend und nur auf der Bühne bei der Performance, das war wirklich einfach, ja, super. Und ja, jetzt hat ihn das, wo nicht von am Anfang gar nicht
denken genau so weit also dafür war man ich mein, wir hatten noch ein super Team was man das geschafft hat so gute Luca wie Claudia und Claudia was im Tanz bekümmert hat und Claudia war auch ein von den Tänzerinnen war ich für 2012 wo wir ein echte Projekt gemacht und da wo schon gesagt hey, du musst professionell tanzen du hast alles was anders stöcht als richtig und go for it girl und Claudia war ein von den medischer weil da war ich schon fix Arbeit hat aber hat Stunde Courage zur Summe geholt einfach zu so okay I go for it dann ich realisiere mein Drama an bei den Jungen hast auch so heinst du Hunse viel Möglichkeiten an sie brauchen just in den hin Tier opmischt da sie kommen raus aus dem Haus ist lustig gehen an die Jungen die können Sache machen sie sind eben vielleicht immer am Kader oder Leute die rundherum hinstehen die hin vielleicht auch am Tanz evoluieren und der Musik evoluieren dafür sind noch wichtig und da wieder stehen dann da kommen und so und hey come on guys guckt Eis das vielleicht nicht immer einfach mehr machen da kannst du doch machen ja genau und ich kann mich wirklich erinnern weil wo ein Prof wo ich dabei wo ihn ein bisschen am Achse so und er wollte nicht irgendwann nicht so richtig still holen und ja das mit ihm geschwart und nur und das Ganze mit ganz konnte man verfolgen mit daneben just auf der Bühne gesehen und das mal wirklich wow was einfach nur an den 3 Wochen die noch dazwischen wurde passiert ist ja. Also sie muss noch die Jungen die muss realisieren dass sie so wichtig sind weil öfters mengen sie wann dementsprechend was für Back kannst du hören oder wenn es nicht ältere müssen immer du hin sind oder älteren die andere Probleme zu gerieren und wie durch selber als Jugendlichen hast du noch als einen Job dort hin zu so hey du meinst du wärst vielleicht kein du bist für alles die ganz wichtig ist und du hörst selbst drauf an kein Angst mehr sind du für dich zu enkadrieren mehr helfen da mehr pushen sie auch und dass eben das muss in den Jungen halt so einfach die Möglichkeit gehen Apps zu machen oder ihnen eng Platz geben und sie können machen und hier war genau die perfekte Enkadrement eben dafür ja und der perfekte Zusammenspiel einfach ging es auch so dass das was unter Arbeit eben mit Jugendlichen ganz besonders ist also da habe ich mit den Jugendlichen als du pushst du musst auch können abfangen ne und das eben an diesem Projekt zum Beispiel mit der Westside Story war wirklich super als Hallo Work in Progress den wir gewiesen haben und das Projekt geht weiter weil öfters als für die Jungen so wow wir machen etwas mega Cooles und dann bin ich nicht mehr da und hier selbst wo wir noch können weitergehen das heißt wir haben so auf einem gewissen Niveau gekriegt wir werden noch nach in neue Leute mal dranholen wo die Ehler die schon dabei sind die abgegangen sind wie ein Blum können die anderen Jungen matzählen also und guck schon auch gemacht ich hatte auch Angst schon auch nicht um mich geglebt und guck was ich aber kann machen und du kannst das auch mal natürlich wenn sie wirklich immer so an einem Motivationsvirus der von einer Person auf den anderen springt und dafür ist es einfach wichtig bei den Jungen zu bleiben und noch die Arbeiter sind enorm wichtig und das sind weil jemand Jungen dass er keine Kunst kann machen au contraire die Jungen die gesehen Sachen anders das wie mir sie gesehen und das ist aber auch eine Vision von der Welt und die muss ich noch respektieren können klar weil auch oft gehen aber die Jugendliche irgendwie so aufgestampelt mit sie sind nicht motiviert sie keine Lust etwas zu machen und ich fand das aber lo an all äußer Zusammenarbeit aber nie dabei rauskommen. Genau, also ich meine, klar gibt Foundation auch eine super Karte, dafür können da dran zu evaluieren. Und was auch genial ist mit der Foundation, ich meine, das spüren die Jungen von den Künstlern, die ein Projekt leiten, also dass sie vertrauen da. Und das Vertrauen, was die mehr von der Foundation kriegen, können wir auch den Jungen so weitergehen. Weil das nämlich guckt kein von ihr, also von der EMI, als ob dann, was wir machen. Und das die Freiheit dort zu haben, kann ich auch wirklich ganz die Personen, die für unterstehen, und das sind an dem heutigen Fall die Jungen, kann ich ganz an sie investieren. Und das wirklich Mumpitz zu sagen, die Jungen, die haben nicht drüber oder das einfach keine Responsabilität holen. Wenn ihr wollt, dass die Jungen sich entfalten, dann muss sie sich mit dem auch aufgehen und die noch gucken, wie ihn denkt, dann warten sie Sachen sind, die gerne möchten, dann muss ich gucken, dass sie an denen Bereichen da etwas finden, am meisten finden noch etwas. Also wenn die wollen, dass so wie da noch zu einem Jugendlichen, können wir einen motivierten Jungen holen und nicht nur den du lässt. Ja, genau, weil auch, ich hatte für Drunenker ganz kurz los als raus, auch ugeschwart, das war eben ein Projekt mit Jugendlichen aus der Jugendpsychiatrie, den aber über 3 Jahre gegangen ist, aber wo aber ganz viele Jugendliche, die ja noch nicht mehr in Therapie oder an der internen Therapie waren, nach an das Projekt kommen sind. Absolut. Und nicht sogar noch immer in so einer Facebook-Messenger-Gruppe geht, wo dann Heinz Dummerem so dran geschrieben geht, wo ich aber einfach immens flott fand und dass sie einfach aber alle jetzt rumkommen sind, wodurch sie sich aber am Anfang bisschen forciert waren, genau, weil die Projekt an der Psychiatrie war. Ich gehe so an das Mädchen so mit Tanzprojekten oder mit kreative Projekten, wo die Jungen keine Ahnung wo sie hingehen. Dann am Anfang also wirklich, oh mein Gott, muss ich das wirklich machen. So, du hast dann der letzte Moment von den Jungen. Wir wollen denen da bis etwas weiß, was ihnen aber da vielleicht gefällt. Und ich gebe so noch eine Chance, da mit Künstlern zusammenzukommen, die in Orlando die langweilig sind.
schwarz nicht von mir, schwarz von David. Sorry, David. Ich meine, das motiviert die jungen Orte, weil wir sind ja nicht eigentlich Profen, die in da sind. Wir sind noch nicht hier Encadrement. Wir sind die sie pushen, an ihrer Kreativität weiterzugehen. Und zu weisen, was sie mengen, da was geckig ist, ist vielleicht gar nicht so geckig. Und okay, let's go in da. Da können wir probieren, da aus und hier aus. Und ich meine, wir sind eigentlich, ich sehe immer an einer Kreation mit Jungen, dass wir bei einem Spielplatz sind. Und auf dem Spielplatz können wir vielleicht alles ausprobieren. Von da aus filtern wir. Und das ist auch das, dass sie realisieren, wir machen ein Projekt, ein künstlerisches Projekt, aber wir sind nicht an der Schule. An einem künstlerischen Projekt kannst du dich gehen lassen. An einem künstlerischen Projekt lässt du nicht einem Jungen an, das nur, wie wenn du einem Schüler nur lässt. Ich lässt den Mensch nur die Firma, also noch von der ich 14 Jahre alt. Mhm. Und noch, ich denke noch, weil es immer ziemlich frei ist. Auch von der Kader halt bis sie ist, durch eben Künstler, die halt da sind und den Projekt enkadrieren. Zum Mozlo, bei dir, beim David, sieht ja aber so offen noch, dass immer für jeden einen Platz halt da ist. Und ich meine, das sind sie da eben noch aber spielen. Absolut, also das sind weil den Outsider-Raster, den ich kann machen. Genau. Weil da muss outside bleiben, weißt du, nur nicht, au contraire, ich fand das wichtig, dass alle Menschen seine eigene Identität hört und auch seine eigene Art und Weise, ich meine, das möchte ich auch nicht, dass das für einmal gut schafft, und man geht von ihnen ausgesehen wie den anderen, und hier als eben auch Jungen, die vielleicht in einer Psychiatrie hört, aber vielleicht dafür gerade so viel Stärkten von Emotionen, Emotionalität oder von sich gehen lassen. Und das ist wichtig. Dafür muss ich immer zurückkommen, was kann ein Junge gut machen und dann da dran pushen. Mhm. Vielleicht können wir auch ein bisschen rauslaustern, wie West Side Story sich unhören hört. Mit einem kleinen Extra, wo man einer Prof abgeholt hat. Das ein bisschen Lied für die Qualität, aber wir eben an einer Prof oder an der Generalprof sogar kurz abgeholt. Und wir sind im Zurückhalt mit Silvia Kamara dafür, über einerseits das Projekt West Side Story zu schwatzen, aber andererseits auch über Musikprojekte mit Jungen, weil das können bewirken und wie Musik ihnen am Alltag kann weiterhelfen. Und vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen mehr über West Side Story erzählen, wie es aufgelaufen ist, was für die du hast, ja, wie ist das Projekt entstanden? Also das Projekt ist entstanden, echt zum ich meine, den David nicht mehr schaffe ganz gerne zusammen. Und war so, okay, wir müssen unbedingt etwas zusammen machen, wir hatten Lust, dort zu sein, Junker zu motivieren, weil das machen wir auch eigentlich alle zwei mega gerne. Und du warst so, du hast geschwärzt, okay, komm, wir probieren etwas anderes zu machen, wie mit den Jungen aus der Psy, weil den Auftritt, den wir da gemacht haben, war wirklich so eine Nummer nur die andere. Das war wirklich so, es waren nicht mehr Superstars auf der Bühne, die hier eine Nummer da durchgezogen haben. Aber wir wollten nur etwas machen, was eine Geschichte erzählt. Und wo wir auch den Tanz und die Musik melangieren und nicht nur einen Sänger da haben, die singt, und nur einen Tänzer haben, den tanzt. Und von da aus haben wir da gedacht, okay, es sind wir mit der Idee gekommen von der West Side Story, und den David ist direkt mit Wesh gekommen. Und ich war so, wow, okay, cool. Und voilà, so leider den erstens mal den Hip-Hop-Language kennen, und dann geht mir mal Wash so zu den neuen Wort, so Wash, ja, cool, Wash. Und dann ist eben der Rest Wash-Side-Story gehen, weil den David auch immens viel geschwärmt hat, eben noch vom Ascher Jugendhaus, auf Fiona und auch vom Leandro, weil er schon eine Chance hat, mit dem Leandro zu schaffen, und ist so eine Chance wirklich bewusst, weil das wirklich eine Chance mit einem Leandro zu schaffen, dass die positivste Person, die auf der ganzen Welt kennengelernt hat. Und voilà, darauf sind wir uns öfters mal gesehen, die war de paar Jahre, haben wir das Stück da abgebaut, und wir wollten aber für allem als zwei mir experimentiert Ela ist das falsche Wort. Ja, da ging ich aber nicht nutzen. Nee, ich gebe nur nutzen, so, okay, wir haben viel Experience mit Jungen zu schaffen, haben wir aber auch gleichzeitig gedacht, komm, wir gehen andere junge Künstler die Möglichkeit, die Erfahrung auch zu machen, auch zu sammeln. Und dann haben wir eben als Supervisor gesagt, okay, wir holen uns Leute, an denen wir vertrauen, die noch dieselbe Mentalität oder Philosophie haben und die vielleicht noch anders das denken wie mir, weil wir müssen das können ergänzen. Und dann gucken wir, dass wir zum Schluss alles zusammen gemacht kriegen, und das setzen wir dann den David und ich mit unserer Equipe, mit unserer Artistic-Crew einfach alles zusammen, und wir probieren da Transitionen zu finden und einfach das steckt zu hickeln und daraus eine West Side Story zu machen. Und das hat auch dann ziemlich gut funktioniert. Das war ein langer Prozessus, und stellen sich auch ganz viel Frauen. Ich gebe so gut für als junge Talente, die in der Mat geschafft wie Luca und Claudia, und auch sogar ein also Digital Graffiti, den man gemacht hat mit Thomas. Voilà, das ist schon ein Prozessus d'Elaboration, der wirklich bis zum letzten Moment für den Auftritt weitergeht. Und ich habe für die Sicht immer noch nur Lesungen, wie können wir besser machen.
wie finalement hat es gut funktioniert, aber wir hatten noch einen Kader, wo man die Jungen, die vom Ascher Jugendhaus kommen sind, die waren noch ziemlich up und die wollten dadurch, die pur, die da waren, wollten dadurch machen und dann hat man Gott sei Dank die Chance beim Claudia, dass sie dann noch super motivierte Tänzerinnen mitgebracht hat. Und dann sollst du grob zur Summe kommen und finalement war Claudia einfach mega motiviert und immer Feinschlaf vom Tanz gemacht. Der Luca hat immer Musik adaptiert und Musik so gemacht, dass die Jungs können hören oder lesen, wie auch immer in das will gesehen. Und voilà, so sind wir das zur Summe gehäkelt und so ist von der West Side Story gekommen. Aber weil ich auch mega flott von tun, wo das der ganze Publikum, den du weltweit wo sold out, also wo mehr wie 130 Personen du. Und der größten Teil waren aber auch Junge. Aus dem Ascher Jugendhaus, die hatte ganz viel mitgebracht, die Jungs, die Mund gemacht und ganz viele Kollegen mitgebracht. Mit sind noch andere Strukturen, die Junge halt eben 100 Martine schaffen, auch kommen. Und das fand ich irgendwie auch einfach so flott zu gesehen, dass es ein Spektakel von hinten für sie aus, wo sie auch konnte gucken kommen. Und Hanno wird, Hanno, den noch ein bisschen zusammen gespart und so. Und ich auch direkt durch gesagt, dass es weiter wird gehen. Und dann sind sie auch direkt ein paar Junker gemalt. Und dann fand ich wirklich auch super flott. Und da waren noch ganz viele Junker dabei, für die erste Kehr war, wo sie überhaupt an die Philharmonie kommen. Genau. Also ich fand, das ist immer so ein ganz großen Honor, den ihr hört, wenn ihr einem Junge seht, erstens auf der Bühne steht, wir gehen an die Philharmonie auftreten. Das ist wirklich enorm. Das ist aber eben in den größten Häusern hier am Land. Und das wird so viel repräsentiert. Philharmonie, die größten Theater, ich meine, das sind Institutionen und da ist ich stolz, dahin zu gehen. Und ich fand dann noch super cool, wenn dann erstens die Jungkurtinen als Publikum kommen. Mehr und plus das Philharmonie und Fondation ist eben die Möglichkeit gibt, dass man sogar Hip-Hop an der Philharmonie machen und den Sound abdrehen und da sind Beats spielt. Und das ist geil. Das ist wirklich mega. Das ist einfach so, wow, was tun wir eine Chance heute zu sehen, an den Luxus von Technik zu haben, von allem drum und dran. Weil das ist schon immens wichtig. Das möchte ich einfach, klar, muss ich immer dafür schaffen. Aber voilà. Und dann, wenn es all die Jungen sind, dann an der Philharmonie, wie man anfangen kann, mit klappen, ab dem zweiten Lied, dann, wo sie Banken hört, wo du einfach spielst, dass du ein Publikum da hast, an dem mehr will. Das ist einfach mega, ne? Und das an der Philharmonie. Ja, das stimmt. Vielleicht muss ich mir auch noch ein bisschen Beats sperren. Ja. Wie gut, dass der Luca hier beim Projekt mit dabei war, ging ich ein bisschen proposieren, dass wir vielleicht abs für Luke hören. Ganz gern, wann ich klifft. Okay, mal dann Luke. Du ziehst mich durch den Dreck, mir merkt, check mich, was du heute gefleckt, so nicht direkt, mir leider nicht, mir sind nicht doof geschreckt. Ich denke dreimal den Nack, bevor ich ab es so. Und wir sind zurück mit dem Silvia Camarda. Weil der Mühle schon ein bisschen über West Side Story geschwart, ganz viel auch darüber geschwart, welche Denkerfahrungen an Jugendprojekten sind oder was dich halt dazu bewegt, wie überhaupt Jugendprojekte zu machen. Aber was für ein Defi hast du dann vielleicht mal schon erlebt? Also den Defi als ich so das schwierig ist, wenn du unsicher Junker für unterstehen hast. Also ich so für mich war eine immens schwierige Periode oder schon immens viel gelernt oder die hat mich auch immens touchiert, war zum Beispiel mit den Jungen aus der Psychiatrie, weil du hast Junker, die eine Basis haben, die ihnen fehlt oder die zerbrach gehen hast. Und du wisst sie aber Kanner, die in die Welt und Wälder gucken und die dann hast du sie an einer Probe und du baust sie ab und du weißt hin, dass sie kapabel sind, viele Sachen zu machen. Aber zwischen der Probe und der nächsten Probe geschehen Sachen an ihrem Leben, die sie aufbauen. Und das war immer, für mich was immens traurig war, dann baust du mal von den Probe aufhängt, den Person, die vor steht, mal ab. Und du weißt, wie Sachen machen kann und dass das wichtig ist und dass den aber nicht irgendein Elend kann, sondern dass den Leuten aber gerne haben und probieren sie mal all die Sachen da wegzuholen und da bringst du ihn zur Bewegung. Und das war für mich etwas eine Erfahrung, die mich dann auch heißt, ich wusste, wie weit ich da war. Klar, als der Prof kam, ich verfragt, aber ich wusste, wie weit ich da war und schon noch immens gerne gemacht, weil wenn du dem Menschen kannst weiterhelfen, dann hast du etwas Enormes gemacht, weil das sind Menschen, die in die Wälder gucken. Ne? Sie sollen noch können durch eine andere Brille gucken, wie just die von deprimiert zu sehen. Ja, genau. Und ich fand doch, dass die das, dem uns wirklich auch mega gut gemacht hat. Einfach, dass sie rumkommen sind. Das war für mich so ein Indikator dafür, dass sie wirklich gerne am Projekt waren. Dass sie, wenn sie loskommen aus der Therapie, zurückkommen sind. Ja, das sind so Stunde viel zu machen, wir sind auch dabei. Und es war wirklich eine Familie zum Schluss. Und auch die sagt, dass, ich meine, ich habe für auf der ganzen Welt, dass ich keinen Führerschein habe. Wir haben uns immer auf der Goa getroffen, statt der Goa, haben einen Zug zusammen geholfen, bis auf Bellwald zu kommen. Und du hast schon Familie, dann, du hast dann schon gespart, die von Schule, wenn alldachliche Probleme oder war doch immer. Und da waren wir dann zusammen, haben wir noch immer den Zug zurückgeholt. Und das war so ein kleiner Moment, wo wir uns da verabschiedet haben, wir haben zusammen gehört.
Und das fand ich auch wichtig, dass die Jung an der Situation da gesehen, dass sie aber irgendwo eine Familie haben, diese gerne haben und diese respektiert, so wie sie sind. Und das ist super. Und dann, für allem, wenn du da weißt, dass ein Ziel und du kannst sie wirklich nicht fahren und dann muss ich in den Bus holen und dann hast du dann eigentlich schon halb den NRW und dann haben wir da wirklich noch mehr Zeit mit den anderen verbrücht. Und das war wirklich flott, weil wir waren eine Familie. Ja, und ich meine, dass eben auch da bist, halt, Iwer just der künstlerisch raus hat geht das gerade wichtig menschlich aus genau voilà. Wieso wie du spielst und das was du an dem Leben noch lebst kannst du doch mal der Bühne holen und du kannst du verschaffen und du kannst dich aber noch von du hin können sondern sieht den ähnlichen Haut absolut gut Bock haut hatte scheiß Tag war da genial so nicht immer super da kann mir holen die Energie oder machen habst du raus und da gucken sie sich für dich mal großen und dann hast du doch immer flott weil und dann das aber ein Platz und das ein Spruch wohin sich kann go losen und der Körper kann auch traurig sein und noch mal den traurigen Körper kann ihn aber auch Sache machen es kann just sein dass du nur dem du eine Stunde lang traurig gedanzt ist dass du vielleicht nur glücklich Spaß weil selbst cooles gemacht ist und da das eben die Sache was du gerne willst mal tun ja ganz genau ja du können einfach irgendwie nicht so beifügen nicht ähnlich weil ich noch wohl so dass das ja das auch dem uns von ist der ganze Kader rundherum wichtig vor das sind die halt doch wussten dass sie nicht weiter lang gelöst sehen das sind sie wann sie irgendwo müssen hinkommen geguckt dass sie irgendwo hinkommen das sind wann sie den Auftritt tun das sind sie nicht lang um 11 Uhr auf der Gar muss stehen und da das also ich meine das ist nachher der größte Luxus von der Fondation EME also wirklich an dem Sinn du sie gut sie super enkadriert schon noch mal andere jugendliche Projekte gemacht wo wusste eben die Sachen du die auch als Künstler sag da habe ich mir einfach machen wo sie das heinst du nicht tust und da gesagt wie wichtig ist das von gut Enkadrement da sondern Leute man denken Offenheit an denen auch mal so leid ganz gut ins gehen ja bravo und die Kipp von der voilà, Fondation absolut Genial. Oh, wir sind an unserer nächsten Rubrik, die heißt Recommend Yourself und die ist genial. Silvia, was kannst du den Nullaustra empfehlen? Also, ich finde eine ganze kommerzielle Gu und ich stehe noch dazu an Heinz zu bringen als Leute, die eben noch kommerzielle Sachen machen, auch weiter. An Hai habe ich eine Person, die ich rekommandiere und das geht auf Netflix. Sorry, ich will auch kein Püp für Netflix machen. Aber ich rekommandiere nicht den Arnold. Den Arnold. Doku-Serie über den Schwarzenegger. Weißt du, was ich geguckt habe, ich war in einem Moment von meinem Leben, wo ich gedacht habe, so, okay, was machen ich oder wie geht mein Leben führen? Und den Arnold schwätzt in den 3 Episoden von einer Vision zu haben. Und kann mir setzen als Lommel zurück, dass aber immerhin ein Österreicher, den als Bodybuilder angefangen hat, und den aber auch Politik an Amerika gemacht hat, und wo man einen Terminator und einen Predator nicht mehr können aus dieser Geschichte rausholen. Und ich gehe so, wenn die Leute von meiner Generation sind, irgendwie davon inspiriert gehen. Und ich fand das einfach genial, weil das geht als Hoffnung zu gucken, dass dann auch ganz verschiedene Jobs nicht können ganz weit bringen. Und finalement, das Wichtigste, was ihr sollt tun an seinem Leben, ist eine Vision. Sich seine Zukunft können vorstellen. Und die Vision, die ihn da hört, ob die Weh da gehen. Und das ist immer besser, dass er bei einem Weh wieder sind, einfach nicht mehr da sitzt. Und voilà, dafür fand ich, dass er richtig einen Motivationstrip, den er da kann holen und kann ihn genießen und hin das witzig und dass ich meinst du schon und voilà, ein Bodybuilder, ein österreichischer Bodybuilder, den er so in Amerika gegangen ist. Also das ist nicht schlecht. Also go for it. Cool, okay. Arnold, wir wieder reden ist auf Netflix. Vielmals merci, Silvia, dass du heute da warst, aber das geschwart hast. Ganz gerne. Merci. Einen dicken Kuss. Dicken Kuss. An unserer nächsten Rubrik, der Feedback Loop, wollen wir uns von erst Nullausstrahlerin oder von Leuten, die Projekte geholt haben, wie hier Erfahrungen daneben sind. Und für das Episode kriegt man eben ein Feedback rausgeschickt vom Jessica, was eben bei der Vorstellung von West Story mit dabei war. Und hat das eben rausgeschickt, einen kleinen Text, den ich werde vorlesen. Hi also Jessica. Es ist für mich wichtig, Anerkennung für diese bemerkenswerte Projekt auszudrücken. Performance, die von professionellen Künstlern, von Jugendlichen, vom Ascher Jugendhaus begleitet wurden, war für mich ein inklusiv, kreativ und inspiriert Erlebnis. Es war klar zu bemerken, wie die Jungen nicht nur durch an den Künstler hierin Unterstützung resilient und individuell gestärkt, aber auch die Dynamik auf der Bühne war faszinierend und hat das Publikum an eine Welt geholt, die durch Authentizität geprägt wird.
Et war beandruckend zu gesehen, wie die Jungen hier Persönlichkeit durch Theater, Musik und Tanz konnten entwickeln. Also Projekte sind wertvoll für die Entwicklung von jungen Leuten und helfen, eine inklusive Kultur zu fördern, die Platz für Selbstentwicklung schafft. Ich bin dankbar für das inspiriert und nostalgisch die Wand gesehen zu haben. Vielen Dank, Jessica, für deinen Kommentar. Wir wollen nicht dann noch lecker Merci so für die Nullausstreuen. Merci dem Radio Ara für das wunderbare Kollaboration, sowie auch davon, dass so André Losch, der es bei diesem Podcast unterstützt. Merci dem Teuber für die Unterstützung und für den Jingle. Bis ganz geschwind.